Themenwirsel. Auch haut muss man als Ökomagasin einen Ausflug an die Natur machen, wo man viel dicker, teurer Maschinerie a Personalaufwand mit öffentlichen Suen Tweerenner unnötig rasiert, an den Beinen an den letzten Piperlicken hier natürlich Basis geholget. Über das destruktiv und komplett überflüssig Aktionen, also Maderbester de Jano Weber. Über die als Denkmal klassiert freie Eisenbahnsbrücke von der Erdalin, bekannt als 3 Brecken, bringt der Velosweg PC12 viel Leid an die Natur. Das ist am Eichtal bei Eichen an der Gemeinde Habst. Leider ist direkt um Bord von diesem nationalen Velosweg lo wenig Natur zu finden. Es ist kaum zu glauben, aber bis mit Juni ist hier an einem Natura 2000 Schutzgebiet vom Eich am Emmerdal schon für zweit an diesem Jahr mehr Maschinen passiert. Nimmen do, wo eine Maschine nicht hinkommt, können ein paar Blumen überleben. Oder Hecken, Bäume oder manchmal Stängel bremsen das unnötige Aktion. Schade, dass die öffentlichen Instanzen nicht erkennen, dass neben den Bäumen und Hecken auch andere Pflanzen einen wichtigen Teil Natur, ja sogar einen wichtigen, einen lebenden und einen schönen Teil von unserem Patrimoine sind. Das pisst, als wir wollen, an Spaziergänger gedurcht. Und auf vielen Plätzen seht den Haut schon unbelehr deutlich Spuren von den schweren Maschinen. Für was gemeint wird, und so oft und so viel, als kaum zu verstehen. Ein Argument wird das ständig gemäht mit Steuersuen zu rechtfertigen, wird immer Sicherheit angefordert. Stellt sich dabei die Frage, wie eine große Gefahr die paar Blumen und Gräser bedeuten. A Punkt der Sicherheit, aber wie ist es dann darum hat? Oder das, durch Naturschutzgebiet Schwarzenhaff-Dschungelbusch feiert das Velospist zwischen Eichen und Stengelfort. Auch da sind schon am mehr Maschinen passiert und haben dort den paar Zentimeter hohen Meeresicher wenig Leben gelassen. An diesem Naturschutzgebiet, an der Gemeinde Habst, wie Stengelfort, gibt es besonders viele Orchideen, so Schönheiten, wie die Orchideen brauchen all einen ganz speziellen Lebensraum. Dafür sind sie all rar und zu Lützeburg auch all streng geschützt. So dürfen sie nicht zerstören, rausrappen oder plecken. Es ist aber einfach absurd, dass mit öffentlichen Suen so geschützten Orchideen gemulcht können gehen, wie das hier passiert. Oder ihre Lebensraum wird massakriert, wie diesen Orchideen auf diesem Velosweg bei Eichen, wo pur jung Ständelwurzeln sich loben müssen mit aller Kraft gegen Gehäckseltes vom Heckenschnitt kämpfen. NB nach hoher Natur ob derselbe Velospist Äther bei Beven an der Gemeinde Helper knapp gewissen wer sie kann. Einfach schön, aber kein Gefahr. Mir auch da dasselbe traurige Szenario, wo es möglich ist, wird gemulcht. Nicht nur auf der Velosphäre, auch lernst Straßen, wie lernst Feldwehr, als überall am Land diesen unnötigen, kompletten Tabula Rasa-Programm zu sehen. Das destruktiv, kontraproduktive Aktionen kosten dem Steuerzahler viel Geld. Hier ein anderes typisches Beispiel aus der Gemeinde Habst bei Simmer. 2 Feldwehr kreuzen eine ca. 75 Hektar große Agrarlandschaft. Längs die Wehr bleiben oft nur ganz schmale Bordüren, die extrem oft gemulcht gehen. Und das ein paar Mal am Jahr, immer alles was möglich ist und noch immer auf den 2 Seiten. Von April bis Mai ist an diesen Bordüren, die mir breit sind, ein vielfältiges Leben zu finden mit einer flotter und wertvoller Biodiversität.
mit mehr als an dieser Landschaft schon das Silo gemerkt gehen. Ein Monat mehr spät stehen lo jung Maispflanzen da und dominieren an der nächsten Zeit die Landschaft auf vielen Hektaren und lassen lo wenig Biodiversität zu. An dieser Landschaft ist die Bierenbaum an ein naturbelosene Weg mit einem flotten Rand die einzig Naturelemente an einer ansonsten genutzten Agrarlandschaft. Wie die Kirche durch die Landschaft fährt, als ein Wanderweg von der Gemeinde Habst. Lernst diese Wanderweg von der Armee eine wertvolle Biodiversität zu finden war. Direkt lernst diese Wanderweg zwischen lo die Kommunalmulcher für eine regelrechte Naturzerstümmelung. Werden Unsens auf einer Platz, wo Leute ein bisschen Natur erleben könnten, do so destruktive Aktionen. Flott, dat wenigstens auf verschiedenen landwirtschaftlich genutzten Stecker auf viele Plätzen ein bisschen Leben erfuhren an der Landschaft zu finden ist. So Bilder voller Farben und voller Leben, die Haut an den sozialen Medien gern auf wo viele Leute gewiesen gehen, als da etwas Schönes, nichts Gefährliches, und stellt doch kein Problem dar. Das extrem sogenannte Pflegemaßnahmen durchgeführt auf Kosten vom Steuerzahler wird als das Dach für einen kommunalen Naturvandalismus. Wird als das für eine Natur verstehst du mich? Wird als das Dach für eine Armut, wo man mit Steuersuchen engem natürlichen Leben keine Chance gibt. Zu hoffen bleibt, dass gerade bei starker Gemengen endlich der große Feld an überdriven, destruktiv sogenannten Botsaktionen mit Steuersuchen angeschränkt an die fromm politisch Sondesreden über Naturschutz auch Terrain zum Drohe kommen.